Linsen Bolognese. Wie Hackfleisch, einfach mit Linsen. Ist das fein? Hier kommt das Rezept und probieren wir am Schluss. Ich weiss jetzt schon einen guten. Bist du bereit? Absolut. Du, was brauchen wir alles für die Linsen Bolognese neben die Linsen? Leberlinsen. Ich habe grüne Linsen. Übrigens, man kann auch mit den braunen machen. Ah ja? Ja, könnte man. Ja. Was? Wir nehmen aber verschiedene Gemüse noch dazu. Wir nehmen das, was wir normalerweise für eine Bolognese würden, ne? Anstatt Fleisch nehmen wir Linsen. Okay. Ist das gut gesagt? Kann man machen. Also wir haben Butter, wir haben Sellerie, Rüebli, verschiedene stehende Gewürze. Ich nehme auch Paprika dazu. Herdöpfelgewürz, obwohl es gar keine Herdöpfel hat. Warum? Ich nehme das für die Nudeln, für die Pasta. Ah, für die Teigwaren kann man da die. Ja. Okay. Und ich benutze das, als wäre Fleisch quasi. Ich nehme deswegen Fleischgewürz. Passt super, gibt das Umami, was die Linsen nicht liefern. Super. Dann haben wir Olivenöl, ein bisschen, Rotwein, schon fürs Rezept, Pasta und Tomaten. Ihr könnt auch frische nehmen, ich habe so gehackte aus der Dose genommen. Passt. Ja, Sieht fein aus. Also so schon, Zutaten sind ja, super. schön, farbig, nicht. Gut. Und schauen wir nachher auf dem Teller. Mit dir zusammen wieder rührst, mal. ist gut. Ja, mache ich. Gut zuschauen, gut kochen. Danke. Und bis Tschüss. nachher. Tada. Ciao. Wir machen eine Bolognese ohne Fleisch. Und ohne Fleischersatz, wir machen eine Bolognese mit Linsen. Diese Soße kann man verwenden für so eine Bolognese mit Spaghetti oder hier wie heute mit Penne. Man kann das aber auch für eine Lasagne verwenden, man kann das auch zur Polenta essen. Es ist wirklich eine gute Soße zum Kennen und zum Probieren. Man kann wirklich bei verschiedenen Sachen machen. Wenn man selber nicht Vegetarier ist, aber mal Besuch hat vom Vegetarier und denkt, was soll ich jetzt machen? Und man will nicht unbedingt ein Ersatzprodukt kaufen, dann kann man gut Linsen nehmen. Wenn man auch sonst Fleisch isst, aber will mal Verschiedenes probieren. Und Linsen sind wirklich super gute Lebensmittel, die wir oft vergessen, weil man denkt, das ist schwierig zum Zubereiten. Ist es nicht, ich zeige das jetzt gerade, wie wirklich einfach ist. Was ich bis jetzt gemacht habe, was du nicht gesehen hast, ich habe diese Linse gespült, also gut gespült, bis das Wasser ganz klar kommt. Bei mir ist es vom Anfang an schon sehr klar, aber ich habe trotzdem einige Mal gespült. Gemüse brauchen länger jetzt als die Linse am Schluss zu machen. Die sind auch schon gespült, aber es hat auch wieder so eine Stelle, wo nicht mehr so super schön aussieht. Man muss nicht in Schönheit sterben, aber die Sache soll schon noch gut und appetitlich aussehen vor allem. Ich sage, das schmeckt nachher so gut, so wirklich Umami, voller Geschmack, mega fein, dass auch wenn du vielleicht jemanden zu Hause hast, der sagt, ich habe Linse oder allgemein Hülsenfrüchte nicht gern, ich wette mit dir, der Mensch wird das essen und gut finden. Schneide das, wie gesagt, das würde ich so ganz normale Bolognese machen. Fein schneiden. Hast du erst eben in Streifen geschnitten, oder? Hast du gesehen? Und jetzt schneide ich hier noch möglich fein. So, auch hier Rüebli. Zuerst Streifen, dann Scheiben. Müssen nicht alle gleich groß sein, sie müssen einfach alle klein sein. Die Linsen sind auch so klein und etwa so klein sollen die Gemüsestücke auch sein. Also jetzt habe ich Gemüse geschnitten. Dann kann ich loslegen. Einschalten, Butter dazu. Die Menge findest du übrigens wie immer da unten. Unterhalb von der Ort, wo du jetzt schnell liken kannst. Oder abonnieren. Dann kommt hier in die Pfanne ein bisschen gefriergetrockneter Knoblauch. Duftet fein, ist so weit. Mit dem Gemüse gleich weitermachen. Es ist ein Rezept, man muss nicht so mega groß überlegen. Ich habe hier Rüebli und Sellerie. Beide haben etwa gleich lang zum Kochen. Ich lasse es aber hier noch, bevor ich die Linse dazu füge, nur ich will, dass sie wirklich so scharf angebraten sind. Ich will diesen ganzen Geschmack von dem Gemüse auch noch in die Soße hineinbringen. Ich gebe schon ein bisschen Farbe ab. Siehst du? Butter wird gelber von dem Rüebli. Dann mache ich jetzt Paprika dazu. Spätestens jetzt gibt genug Farbe. Und dann meine gut gespülte Linse. Aha. Probier mal und schreib mir nachher da unten, wie es dir geschmeckt hat.
Wenn es nicht geschmeckt hat, sag es mir auch. Und dann probiere ich nächstes Mal etwas anderes zu machen mit Hülsenfrüchten. Aber ich finde, das ist etwas, das sollte man ab und zu essen. So, habe ich das. Vorher war es schon heiß, jetzt schauen wir auch noch. Cool, ne? Spätestens jetzt kommt jemand heim und ich sage, heute gibt es Bolognese. So riecht es eben. Dann lassen wir das hier nur kurz, bis der Alkohol verdunstet ist und das ganze Weingeschmack hier drin aufkonzentriert. Ich habe hier noch meine gehackte Tomaten. Da muss man jetzt schauen, wenn man gehackte Tomaten verwendet, so die Dosentomaten, Pelati oder solche schon geschnitten, bitte schauen, ob es schon Salz drin hat. Es gibt einige Leute, die nachher das Essen quasi versalzt haben, weil die Tomate schon mit Salz kommt. Und man gibt nachher noch viel Herdöpfelgewürz dazu. Dann ist natürlich viel zu viel. Bei meinen hat es eben kein Salz. Hier mache ich noch mehr Fleischgewürz. Ist es für den Moment jetzt zudecken? Ich würde jetzt gerne eine Zeiteingabe sagen, aber das ist sehr schwierig. Es kommt sehr darauf an, was genau für eine Linsensorte du zu Hause hast, wie alt diese Linsen sind. Deswegen immer wieder kontrollieren. Ich kenne meine hier einigermaßen, dann kann ich in diesem Moment schon das Wasser für die Paste einschalten. Es ist mit Wasser gefüllt, nur Wasser bis jetzt. Es dampft überall hier bei mir, weil das Wasser jetzt für die Paste kocht. Und mein Linsenbolo ist auch voll im Gang. Ich habe hier die Hitze reduziert. Mache ich jetzt unser Salz im Wasser und Paste dazu. Ich rühre kurz, dass ich nicht am Boden hocke. Siehst du? Es ist schon ziemlich reduziert. Oder? Es hat weniger so Soße. Mit Linsen muss man nur aufpassen, weil es ist unglaublich, wie viel man nachher hat von weniger Linsen. Oder? Ich mache gleich, da ich zeige, wie ich das kontrolliere. Weil die Gemüse sehe ich, dass sie schon durch sind. Aber ich schaue jetzt bei der Linse, da kann ich nicht so mit 100% Sicherheit schauen. Also sagen, dass es schon gekocht ist. Ich nehme das. Siehst du, es ist noch hart. Also sie sind noch nicht ganz durch. Ich kann noch nicht mit dem Fingernägel oder so zwischen die Finger verdrücken. Also die müssen noch ein bisschen kochen. Ich habe die Paste jetzt schon von dort weggenommen. Weil ich ein bisschen zu viel Soße gemacht habe für die Menge Pasta, die ich gekocht habe, nehme ich das hier ein bisschen weg aus der Pfanne. Kann man nachher gut noch essen. Ich kann natürlich jetzt leider nicht die Pasta-Wasser benutzen, weil ich das Pasta müssen zuerst abtropfen. Und jetzt mache ich hier das Fleischgewürz drin. Bei Linsen machen wir wirklich so, dass Salz erst am Schluss kommt, wenn sie schon gar sind. Weil ich habe alle anderen Gewürze schon, oder? Knoblauch, Paprika. Aber das Fleischgewürz enthält Salz und Salz sorgt dafür, dass die Linsen länger brauchen zum Kochen. Und das will ich nicht, deswegen gebe ich erst am Schluss. Und dann kommt noch Pasta, die auch schon mit Herdöpfelgewürz gekocht wurde. Also haben auch noch Salz. Und dann riecht es ja fein. Ich brauche eigentlich viel Soße. Ich habe mehr Pasta, als ich dachte. Kommt da noch ein bisschen rein. Aber jetzt ist heiß die Schüssel auch. Alles heiß hier bei uns. Jetzt fehlt mir einfach diese Pasta-Wasser. Es ist ein bisschen trockener geworden. Falls du jetzt Lust darauf bekommen hast, würde ich unbedingt die Heim machen. Falls du aber denkst, komisch, würde ich umso mehr die Heim machen. Das ist wirklich eine Überraschung. Ich sage, es ist fertig, so jetzt wie es ist. Hol aber zuerst den Steady und wir probieren den. Und der probiert da und sag's dir, wie es schmeckt. Also ich habe ihn überall gesucht. Ich gebe auf, ich probiere es selber. Ich habe etwas ganz Neues, hat er gesehen. Ich bin von da statt von dort. Total. Jetzt ist sie total verwirrt. Ich bin heute schon verwirrt. Bist du verwirrt? Ja, und jetzt noch mehr. Es ist gar nicht schwierig, mich zu verwirren. Probieren wir. Also es sieht das fantastisch. Soll ich auf dieser Seite bleiben? Ja, bleib da.
Ja, wisst ihr, merkt ihr auch, wenn ihr Sachen immer wieder macht, dann ist es wie komisch, wenn ihr es anders machen wollt. Und ich empfehle euch da jeden Tag auch mal mit der linken Hand essen, aber nicht, wenn ihr euch filmt. Dann müsst ihr schauen, dass es einigermaßen schön aussieht. Mal eine Linsen-Bolognese zu machen zum Beispiel, ist auch wieder was ganz anderes als normal. Ist noch zu heiß? Ist voll. Voll. Aber ich muss mehr kauen. Ja, du musst gehen. Das ist wichtig beim Linsen. Die sind super Sachen, aber die muss man gut kauen. Aber geschmacklich fantastisch. Ich meine, haben wir etwas anderes erwartet? Natürlich nicht. Danke vielmals, liebe Patricia. Sehr gerne und vielen Dank auch. Man kann es auch mit Hackfleisch machen für alle Unveggies unter euch. Aber geschmacklich wirklich mega fein. Auch für die Unveggies kann man auch mal eine Linsen-Bolognese probieren. Finde. Für die Unveggies, jawohl. Es ist wirklich gut. Mega. Es ist mal was anderes. Und ich könnte mir vorstellen, da kannst du sogar kalt auftischen. Du bist eher der so mit dem kalten. Ja, mega gern so Sachen, weißt du, so. Es ist auch sehr warm heute, dann kommt man auf die Idee. Gut, da innen ist immer heiß im Gewürzuniversum, wo willst du? Genau, also ja, da könnte man gut. Also man kann wirklich halt auch sagen, auch ein Stück so, weißt du, so knusprige Brot. So. Was ist jetzt wichtig? Das war die letzte Kochsendung. Ausser, ihr macht unten den Abo-Button rein, dann kommen wir nächste Woche wieder. Bitte unbedingt, unbedingt. Ich freue mich auf dich nächstes Mal wieder. Okay. Danke fürs Zuschauen. Vielen Dank und dir vielen Dank auch fürs immer wieder probieren. Kommst du wieder nächste Woche? Ja, wenn Sie da drauf klicken. Wir sind dran. Danke. Ja. Bis nächstes Mal. Ciao Ciao. miteinander. Danke. Tschüss.